Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal zur Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel beim FC St. Pauli. Ja, bevor wir reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst gerne ein Abo da. Damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Und es ist natürlich völlig kostenlos auf YouTube. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Ja, nee, das ist der verkehrte Bildschirm. Gehen wir mal hier rein. Damit gehen wir mal rein. Guten Morgen. Es geht mal wieder nach Hamburg. Freuen wir uns. War lange nicht der Fall. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Oh, wenn und seid nie bei den HSV, wa? Morgen beim Aufsteiger FC St. Pauli mit Vincent Kompanie und Christoph Freund an der Seite. Also, bitteschön. Oh, viele Hände. Hulla, müssen wir schnell. Auf jeden Fall Mikro bitte auf die Reise. Fangen wir hier vorne an, Vincent Schirm. Genau, Mikro erstmal auf die Reise, ne? Okay. Wilde Nummer. Eins weiter vorne für Merkur und TZ, bitte. Ja, hallo Herr Kompanie, es geht für Sie morgen in Ihre alte Heimat nach Hamburg. Wie blicken Sie auf die Zeit zurück und wie freuen Sie sich jetzt auf diese Reise und wie gehen Sie das Spiel an? Meine Zeit in Hamburg war einfach sehr wichtig, wunderschön auch. Und natürlich ist München eine tolle Stadt und das war genauso mit Hamburg. Und ich glaube, ich habe in dieser Zeit sehr viel gelernt. Ich war jung, ich kam aus Belgien, das war das erste Mal im Ausland für mich und ich habe in dieser Zeit auch sehr, sehr viel gelernt mit der Mannschaft. Es war die harte Schule noch mit Huub Stevens und Thomas Doll, aber das war in dieser Zeit in meiner Karriere auch sehr wichtig. Dahinter Mario Krischl. Huub Stevens und Thomas Doll, Alter. Herr Vincent, wie schaut es denn aus nach dem Champions League-Spiel mit dem Personal? Sind alle soweit gesund rausgekommen? Ja, im Moment gut. Ich muss sagen, wir haben in dieser Periode auch, war für uns einfach ganz wichtig, dass wir nicht zu viele Verletzungen haben und das ist auch so geblieben. Und ich glaube auch, dass die Jungs sogar frisch sein für dieses Spiel. Wir haben nicht viel Erholungszeit, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass die Mannschaft auch frisch ist, mental und körperlich. Brennt. Erste Reihe Stefan Kumberger für Sport 1. Ja, guten Morgen in die Runde. Ja. Und das Schöne ist ja, mal kleiner Take von mir, ja, VfL wird Gas geben, ne? Gegen Leverkusen. Und die Leipziger, die haben auch noch nicht gewonnen, ne? Herr Freund, Sie und Max Eberl haben immer wieder betont, Gespräche über Vertragsverlängerungen finden im Hintergrund statt. Jamal Musiala, Joshua Kimmich sind da meistens genannt worden, auch Leroy Sané. Wie sieht es denn bei Thomas Müller aus? Gibt es da bereits Überlegungen und Gespräche? Und eine Frage an den Trainer. Müssen wir unbedingt verlängern. Wir brauchen den Thomas alle 3 Spiele für 2 Minuten. Also, da müssen wir die 20 Millionen wieder auf den Tisch packen, ne? Wie ich schon sagen. Wenn Sie Hamburg immer noch so lieben, waren Sie denn damals, als Sie jung waren, noch schon mal auf der Reeperbahn? Auf der Reeperbahn. Ja, das werden wir auch so belassen, dass wir die Gespräche im Hintergrund führen. Das ist, glaube ich, auch richtig und wichtig so. Darum werden wir jetzt da keine Wasserstandsmeldungen abgeben. Aber auch bei Thomas Müller und bei Manuel Neuer laufen ja die Verträge aus nächstes Jahr. Auch mit den beiden sprechen wir, sind wir immer wieder im Austausch. Aber da gibt es aktuell nichts zu vermelden. Even the Perfekte Antwort, ne? Beatles were on the Reeperbahn. That's my only answer. Even the Beatles were on the Reeperbahn. Yes. Yes. Okay, nächste Frage nebendran, bitte. Christian Kunz für die dpa. Frage an Herrn Freund. Wie sehen Sie die Entwicklung vom FC St. Pauli als Club und die gründen jetzt eine Genossenschaft? Haben Sie sich damit schon mal so halb befasst und wie finden Sie dieses Projekt? St. Pauli als Club und als Verein, die Entwicklung sehe ich sehr, sehr positiv. Ist ein spezieller Verein, aber er sehr emotional. Ich glaube, er tut der Liga richtig gut und sie spielen auch einen richtig guten Fußball. Also auch letztes Jahr in der 2. Liga haben sie meines Erachtens fußballerisch fast den besten Fußball gespielt, sind verdient aufgestiegen. In den Heimspielen ist immer eine sehr, sehr spezielle, coole Atmosphäre, sehr friedlich, sehr stimmungsvoll. Also ich glaube, dieser Verein tut der Bundesliga einfach richtig gut. Ist wie schon gesagt, ein bisschen ein anderer Verein und ganz speziell, aber ja, finde ich sehr, sehr gut. Diese Genossenschaft, da bin ich zu weit weg, das kann ich nicht so genau beurteilen, aber ich glaube, dieser Verein hat immer wieder gute Ideen, um auch sich zu finanzieren, um die Fans mitzunehmen, um ein Wir-Gefühl zu
zu kreieren und haben immer wieder sehr spezielle und gute Ideen und machen das richtig gut. Nikolaus Linner für die Bild-Zeitung nebendran. Servus in die Runde. Frage an den Coach. Es geht nicht nur zurück nach Hamburg, es geht zurück zu einem der großen Rivalen des HSV. Als Spieler, wenn ich richtig nachgeguckt habe, hatten Sie gegen St. Pauli noch nicht die Ehre, gespielt zu haben. Haben Sie trotzdem was von dieser Rivalität mitbekommen zwischen den beiden Vereinen? Und hat das Spiel morgen für Sie? Ja, es ist ja, als Bayern-Coach das ist eine richtige Rivalität für ihn. Da ist ja nochmal um 100%, er will unbedingt St. Pauli wegknallen, weil er mal in Hamburg gespielt hat. Also. Vielleicht auch so deswegen eine Art Derby-Charakter? Ja, ich bin jetzt Bayern-Trainer und das war auch für... Eine Frage. Wie lange war das her jetzt? 15 Jahre, 16 Jahre? Also Ja. schon eine gewisse Zeit. Und in meiner Zeit, glaube ich, war St. Pauli zu diesem Zeitpunkt in dritte Liga, dann aufgestiegen in die zweite Liga. Also ich weiß natürlich, dass die Rivalität immer sehr groß war. Aber weil ich nicht gegen St. Pauli gespielt habe, ist es für mich natürlich einfach so, dass es morgen über Bayern geht und über unser Spiel, über wie wir morgen hoffentlich die Leistung und Ergebnis holen. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt... ich habe viele Freunde noch in Hamburg, lass uns das so sagen. Und vielleicht ist es für den noch natürlich sehr, sehr wichtig, immer, dass wir gegen St. Pauli ein Ergebnis holen. Aber für mich geht es nur um Bayern München und deswegen will ich einfach trotzdem, dass es morgen klappt. Curry Hau für Sky, bitte. Ja, hallo zusammen. Hallo. Alfonso Davies blüht richtig auf. Herr Ja. Kompanie, haben Sie mit ihm mal ein Gespräch geführt, dass Sie ihm gesagt haben, er soll unbedingt sein... Herr Fonsi, geh doch, komm, bleib doch hier. Verzicht doch mal auf 5 Millionen. Nimm doch einfach nur 12. Dann kannst du doch hier bei mir bleiben. Genau, so wird da mit ihm gesprochen. einen Vertrag verlängern, weil der läuft ja aus und so ein Spieler, der dann auf den Markt kommt, das wäre ja schon auch schlecht, so einen Spieler auch zu verlieren. Herr Freund, wie sieht es da auch aus bei den Gesprächen? Oder Er hat doch schon gesagt, er gibt keine Wasserstandsmeldungen ab, Junge. Hör doch zu. Die Frage hatten wir doch schon. ich weiß, Sie wollen keine Wasserstandsmeldung abgeben, aber die Meine Zuversicht, Fresse. ist die vorhanden, dass er noch Nee. den Vertrag verlängert? Ja, meine Rolle ist ganz deutlich. Also ich glaube, zum Vertraglichen bei mir geht es um das Sportliche und wenn er spielt, heißt das, dass er das natürlich verdient und er hat das verdient mit seiner Leistung und was er jetzt zeigt, wie er das jetzt macht. Da stimme ich übrigens zu, ne? Was das Sportliche anbelangt, ist Fonsi auf einem guten Weg. Ne? Ohne Wenn und Aber, also. So auf dieses Niveau muss er bleiben, das ist meine Meinung und das würde ich auch mit Fonsi ganz offen besprechen, wie er das besser machen kann und wie er dieses Niveau behalten kann. Über die verträgliche Sache ist es, wenn ich einen Spieler spielen lasse, dann gibt es einen Grund, aber sonst ist das eine Sache für Christoph und Max und die Vereine. Ja, die Zuversicht ist vorhanden. Mich stimmt einfach positiv, wenn ich Fonsi jetzt sehe, jeden Tag, wie er hierher kommt, wie er Fußball spielt. Was für einen Spaß er hat, derzeit zu trainieren, Spiele zu spielen. Ich glaube, dieses System, wie wir derzeit Fußball spielen, kommt ihm extrem entgegen. Er fühlt sich extrem wohl. Er fühlt sich wohl in München und er spielt richtig auf einem hohen Level zurzeit, ist ganz, ganz wichtig für die Mannschaft, macht ganz viel. Ja, ist ganz, ganz wichtig für die Mannschaft. Und trotzdem wird er dann am Ende der Saison nach Real Madrid wechseln, ablösefrei. Viele Minuten und das ist, glaube ich, das stärkste Argument, weil Fonsi will Fußball spielen, will Spaß am Platz haben, will Erfolg haben und darum passt es einfach derzeit aktuell sehr gut zusammen. Ja, also diese Streichel- und Arschpuder-Technik, die wir da an den Tag legen und hoffen und beten, dass die Spieler sich dann doch noch umentscheiden, ist eine Katastrophe. Ja. Habe ich ja schon mehrfach gesagt, eine absolute Katastrophe. Man hätte von vornherein klare Linie fahren sollen, klares Statement setzen sollen. Durch diese Scheiße wird, egal welcher Spieler, wo der Vertrag ausläuft, wird sich jetzt immer denken, ja, alles gut. Egal, ich verlängere meinen Vertrag nicht, gehe einfach ins letzte Vertragsjahr. Weil dann habe ich doch alle Karten auf der Hand, dann kann ich mir entweder noch ein Handgeld vom eigenen Verein gönnen oder kann dann doch einfach wechseln, wenn ich das will. Brauche ich ja keine Konsequenzen beim Verein, ich darf trotzdem spielen, alles ist gut, alle sind happy. Ja,
genau das richtige Zeichen, was man an sämtliche Spieler in dieser Mannschaft sendet. Halleluja. Und wir hoffen natürlich, dass das länger der Fall ist. Dann Mario Krischl bitte wieder. Vincent, deine Mannschaft hat jetzt auswärts in allen 5 Spielen mindestens 3 Tore geschossen in der Bundesliga. Liegt es daran, dass die Gegner vielleicht tendenziell mit ein bisschen offenerem Visier spielen als zuletzt zum Beispiel Union oder Benfica, oder hast du dafür eine Erklärung? Das ist eine gute Frage. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht ganz. Ich glaube nicht, dass wir zu viel Unterschied machen zwischen Auswärtsspiel und zu Hause. Es ist natürlich immer für uns eine extra Motivation, wenn wir in die Allianz Arena spielen dürfen. Aber ist doch normal. Ja? Ist doch normal, dass sich dann so ein Gegner, wenn er in seinem eigenen Stadion steht, auch mal ein bisschen pushen lässt. Ja? Und halt nicht nur hinten drin steht. Hat er vielleicht mal 10, 15 Minuten eine kleine Drangphase, wo er mal aufrückt, wo er mal früh pressen möchte gegen den FC Bayern. Und natürlich spielt uns das in die Karten. Da müssen wir gar nicht drüber reden, oder? Das passiert halt auswärts gar nicht. Also, die stehen 90 Minuten hinten drinne und Feierabend, ne? Aber letztendlich haben wir auch sehr, sehr viel auswärts gespielt bis jetzt und wir versuchen nicht zu viel Unterschied zu machen. Ob wir jetzt St. Pauli auswärts spielen oder zu Hause, ich glaube, dass unser Plan nicht endet. Und vielleicht ist das ein Grund, warum wir so viel getroffen haben auswärts, weil vielleicht die Plan von den Gegnern endet. Aber das weiß ich nicht, ob das jetzt morgen der Fall ist oder nicht. Wir bereiten uns vor, für was wir gesehen haben und hoffen, dass es einfach klappt am Tag. Dann hier vorne nochmal bitte, linke Seite, Nikolaus Linner. Frage an Herrn Freund. In den letzten Tagen ist immer mal wieder viel über Paul Wanner gesprochen worden, der es in Heidenheim richtig gut macht. Es kamen auch immer wieder Berichte auf von Vereinen, die das sehr interessiert beobachten, die Interesse an dem Spieler hätten. Wie sehen Sie es, seine Entwicklung, und wie ist da die Planung? Können Sie da schon Einblick geben? Wäre das überhaupt eine Option, zu sagen, man hört sich bei Paul Wanner Angebote an, sofern die kommen sollten? Ja, grundsätzlich sind wir sehr, sehr happy und zufrieden über die Entwicklung von. Wäre natürlich eine Katastrophe, wenn man den jetzt verkaufen würde. Also, er ist gerade auf dem Sprung, da den letzten Schritt zu machen, und dann sollte man schon versuchen, den auch in diese Mannschaft mit einzubinden, ne? Statt ihn irgendwie für ein paar Millionen ziehen zu lassen. Also. Paul, es war letztes Jahr schon in Elversberg, dass er es sehr gut gemacht hat. Jetzt der nächste Schritt mit Heidenheim. Super in die Saison gestartet, macht richtig gute Spiele, macht viele Minuten. Wir sind mit ihm auch immer im engen Austausch. Ja, er ist einfach ein Spieler, mit dem wir unsere Zukunft planen, der wichtig werden soll für den FC Bayern München in Zukunft. Und ja, hoffen wir mal, dass wir das auch umsetzen können. Darum beschäftigen wir uns da mit keinen anderen Dingen. Aber natürlich, er ist ein junger deutscher Spieler. Ist klar, dass auch das anderen Vereinen auffällt, wenn ein Spieler dann seine Leistung auf hohem Niveau abruft mit diesem Alter. Aber von uns aus sind wir sehr, sehr happy, und jetzt ist November, er soll die Saison so weitergestalten, weiter die nächsten Entwicklungsschritte gehen, und alles andere werden wir mit Paul direkt besprechen. Aber wir vom FC Bayern München planen beim FC Bayern München mit ihm in der Zukunft. Nebendran, Christian Kunz, bitte wieder. Eine Frage an den Trainer. Auf den Flügeln läuft es sehr gut im Moment, egal wer spielt. Wie schwierig ist es, da immer die richtige Wahl zu finden, wer startet und wer später reinkommt? Ja, ich habe schon ein paar Mal gesagt, aber ich glaube nicht, dass es so wichtig ist, so schwierig ist im Moment. Talent ist natürlich immer, Qualität und Talent ist natürlich immer sehr wichtig, und das haben wir einfach auf diese Position doppelt besetzt. Haben wir auch in viele andere Positionen. Und ja, wenn die Leistungen jetzt so sein, wie die das jetzt machen, dann ist es einfach eine Frage, ein bisschen manchmal von Frischheit, Energie. Ich glaube, die richtige Frage manchmal ist auch, wie das Tempo ist zwischen den Spielen. Manchmal haben wir 3 Tage Erholung, manchmal nur 2. Diese Position ist natürlich eine intensive Position, offensiv und defensiv. Und deswegen ist es gut, dass wir am richtigen Zeitpunkt abwechseln können. Und die Spieler haben Erfahrung. Ich glaube, dass die auch verstehen, dass die einander helfen im Moment.
Und natürlich gibt es irgendwann die Frage, wer spielt in die Finale, wenn es hoffentlich soweit ist. Aber bis dann ist es keine schwierige Entscheidung. Carrie Howe ist wieder in der Reihe, bitte. Ja, Ihre Mannschaft hat in den letzten 4 Spielen kein Gegentor kassiert. Welchen Anteil hat auch Joao Palinha daran und wie sehen Sie seine Entwicklung? Vielleicht dann auch noch die Frage an Christoph Freund, wie hat er sich so eingelebt hier? Ja, Joao hat natürlich eine sehr wichtige Rolle gespielt in den letzten Spielen, was für mich aber auch immer wichtig ist, und das habe ich auch manchmal schon oft gesagt, aber ich glaube, letztes hat einer von unseren Spielern auch gesagt, wie Harry Kane mitverteidigt zum Beispiel. Es geht nicht nur um einen Spieler. Ich weiß, jetzt können wir sagen, die Innenverteidiger haben das super gemacht. Ich finde es auch gut, dass die diese verdiente Lob bekommen, aber ich glaube, alle hier an dieselben Straße wissen, dass es eigentlich zu tun hat mit der Mentalität von der ganzen Mannschaft. Die Mentalität zu verteidigen, die Mentalität auch anzugreifen, damit wir Tore schießen. Und ich glaube, in dieser Mentalität die richtige Balance zu finden. Und im Moment hat das bis zum nächsten Spiel. Und ich glaube, da ist eher so ein Faktor halt, ne? Durch seine Erfahrung und dass er halt ein defensiv denkenderer Spieler ist. Ich glaube, dadurch haben wir aktuell natürlich einen etwas defensiveren Ansatz in der Zentrale. Ja, das merkt man auch. Was uns aber gut tut, wie die Ergebnisse zeigen. Ne? Gelungen oder geklappt, wie sagen ja? Geklappt ist. Aber es geht dann wieder über dieses nächste Spiel und hoffentlich können wir das durchziehen, damit wir weiter dieses Selbstvertrauen behalten. Ja, Schau ist, glaube ich, richtig gut angekommen. Er wollte ja letztes Jahr schon unbedingt zu uns. Wir sind immer wieder im Austausch geblieben. War auch eine nicht alljährliche Geschichte, dass dann ein Jahr später der Transfer dann umgesetzt wird. Und auch zu Beginn, als er nicht immer gespielt hat, er ist ein richtiger Teamplayer, ein richtig starker Charakter. Das war auch ein Grund, warum wir ihn haben wollten, und das bestätigt er ja auch. Und ja, jetzt am Platz bringt er einfach seine Leistung, das, was wir von ihm erwartet haben. Er gibt Stabilisation, er ist extrem zweikampfstark und einfach ein richtig starker Charakter und ein guter Typ und ist gut angekommen hier in München. Stefan Kumberger wieder, bitte. Herr Kompany, nach dem Hamburg-Spiel, also das St. Pauli-Spiel, wartet ja die Länderspielpause. Der deutsche Kader ist nominiert worden. Wie eng ist da Ihr Austausch mit Julian Nagelsmann, was auch die Belastungssteuerung betrifft? Weil man muss ja auch immer als Verein die Befürchtung haben, dass die Spieler zu viel spielen oder verletzt zurückkommen. Ja, ich muss ehrlich sagen, also ich weiß, ist das Tradition in Deutschland? Bis jetzt habe ich nur die Fokus auf FC Bayern München. Ich weiß, ich war selber auch ein I will answer one question in English just so I can actually have an easy answer for once. But now, in terms of, I was an international player myself, and I know that for the players as well, your focus goes from full prioritizing your club to fully prioritizing your national team. So, in a lot of the things, I think the influence we need to have is always from a medical perspective to protect the players, but also we have to understand that it's the players usually it's the players feeling that they want to play for their country as well. So you're not always doing your players a favor by intervening on behalf of them. So for now, my focus is just on Bayern München, and if there is ever a case of a player where we are not sure, then in that case I will always contact the national team coach. But at the moment, we haven't had too many issues yet. Was soll er denn da auch mit dem Nagelsmann telefonieren? Soll er jetzt ja, pass mal auf, Jule, die Spieler hast du nominiert, da. Wie er sagt, wenn halt irgendwas ist, wo man Sorge hat oder sowas, dann kann man natürlich mit dem Nationaltrainer mal sprechen und dem das sagen, aber ansonsten müssen die Trainer untereinander keinen Kontakt haben. Okay, zufriedene Gesichter, ja. Keine weiteren Fragen? Okay, Daumen nach oben, das ist schön. Danke, schönen Tag. Hat der junge Bursche eine Frage? Oh. Warte, du kriegst das Mikrofon sogar noch, dann ist es richtig. Ja, Mikrofon, alles muss stimmen. Wie sehen Sie die Entwicklung von Leroy Sané nach seiner Verletzung? Ja,
Junge, da hast du die Chance deines Lebens als junger Bub und dann stellst du eine Frage zu Leroy Sané, Alter. Ja, Chance vertan, würde ich sagen. Ja, Leroy hat das natürlich gezeigt in das Spiel, weil wir haben jetzt gesprochen über diese Flügelspieler, die das alle gut gemacht haben. Und Leroy ist... Ne, Leroy hat eine Flanke gemacht. Die einen Harry Kane weiter verlängert oder reingeköpft hat auf den Musiala und der hat ein Tor geköpft. Dafür kann man dem schon mal eine Note 1 geben, den Leroy, ne? Ja, ist schon richtig. Eine dieser Spiele natürlich. Und ich glaube, wenn er fit ist und wenn er glücklich ist, dann sehen wir das alle, wie zum letzten Spiel zum Beispiel. Und, aber er hat auch sehr viel Erfahrung und deswegen glaube ich, dass er in Zukunft noch ganz oft seine Qualitäten zeigen wird. Okay. Zufrieden? Ciao, Jungs. Ciao. Ciao, 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 ciao. Leute, das war die PK, ey. Rot-weiße Grüße gehen raus. Habt ein schönes Wochenende. Auf ein gutes Spiel. Ich freue mich auf das Spiel St. Pauli. Ich mag St. Pauli. Sympathischer Club und ja, ich gehe von klaren Ergebnis aus. Auch kein Hehl machen. Ich habe, glaube ich, 5-0 getippt oder sowas. Auch wenn es natürlich kein leichtes Spiel wird, aber wir müssen den Gegner jetzt auch nicht übermäßig stark reden. Ne? Wenn wir unsere Leistung auf dem Feld bringen, sollte alles gut sein. Und dann gehen wir doch mit einer starken Phase zwischen den Länderspielpausen auf jeden Fall rein in die neue Länderspielpause. Leute, in diesem Sinne, vielen lieben Dank für euren Support hier. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde, kann niemand trennen.